Moin! Plattdeutsch lernen. Plattlex Nummer 28. Koken und eten auf Plattdeutsch. Eten in Ole Sassenland. Rezepten, Tipps und kleinen Snack. Viel Vergnügen. Willkommen in der Kök. Koken und eten auf Plattdeutsch. Niedersächsisch? Klar, warum nicht? Du kannst gut Rezepten und dabei neue Wörter und Snackwiesen lernen. Erstmal ein allgemein Wort mit auf'm Pad. In der norddeutsche Kök gibt das ein Vorleib für Räukert, Sulten und Südsur. Obleibst ob'n sylvigen Töller. Der Grund ist verwiss, dat besonders in alle Tiden die Menschen von wegen dat kühle Klima mit lange Winters dümmer eten mit Salt, Rauch, Zucker und Edig durchsam morgen müssen. Und dann muss ich hier düt noch tauboddern. Die Norddeutschen hebt den Raub, dat sie krüsche Äder sind. Und man bloß mit n Göbsch taudoden koken dort. Klar, dat verallgemeinert ist, man zumindest in verledene Tiden was da wohl n drüben Wahrheit bi. Allemal bei uns zu Hus, in mein Kindertied. Nu geht los. Bist Brot für Koken und Eten ob norddeutsche Ort. Hier hab ich mal ein von den typischen Rezepten für die. Dort Eten ist bekannt als Grünhähnack, Grünhain, Grünheini, ob Bohnen, Beeren und Speck, ob Deutsch zumeist als Bohnen, Birnen und Speck, oder auch Birnen, Bohnen und Speck. Dat opneumte Eten Grünhähnack ist zu Hus in Norden, in den nördlichsten deutschen Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Für dort Eten gibt das mehr als ein Rezept. Hier gebe ich auch noch meine eigenen Tipps für Vegetariers, Veganers, Juden und Muslimen mit tau. In Geheel ist das ein heel simpel Rezept für ein deftig Eten, wat für den ein oder ander exotisch Wesen macht. Das sind die gekochten Beeren zusammen mit Sulten, räukert Fleisch. Das brauchst du tau. Hier sind die Taudoden mit verslachte Mengen
übern Doom für 2 oder 3 Äders. Speck. Original ist das die deutsche Sort. Durch Wussen räuchert Schweinsfleisch. In größere Stücken oder dicke Scheiben ist best. Nordamerikaners können da sowas als Sulten und räuchert Fatback nehmen. Streaky Bacon geht auch. Man beide in Stücken oder zumindest in dicke Scheiben. Für Juden und Muslimen sind Sulten und räuchert Lamm oder Rindfleisch eine gute Alternative, so als Koscher oder Halal, Speck oder Pastürma. Für Veganers und Vegetariers schlage ich besonders Sulten und räuchert Tofu oder Glutenfleisch zu. Kannst auch ein Wiel in Sult und räuchert Paprikapulver oder Laugenrauch inlegen. Zippel. Brune Zippel ist best. Die ist zumeist für ein Söldchen Smack mit bi. Grüne Bohnen. Dat sind zumeist Storkenbohnen oder Gornbohnen, was sie in Norddeutschland Brägbohnen nennt. Die möcht frisch sein. Beeren. Dat sollen Beeren sein, die sie in Deutschland Korkbeeren nennt. Die kannst du meist nicht roh äten. Anders kannst du unriebe, faste Beeren vernehmen, so als Bosk, Säckel oder Anjou. Bohnenkrut. Heil und Dale pflichtig ist dat nicht. Man tun authentischen Smack dei dat wohl beitragen. Bloßens bierfrisch oder röcht es noch. Mehr, wenn dat nur die Milch ist. Salt und Pfeffer. Witpfeffer ist authentischer als Swatten. Und nu los. Bring Wasser in Pott zum Kochen. Zippel und Speck rin. Do Speck und wörbelte Zippel rin. Und lot dat für und bi 20 Minuten ob Siede hitten kochen. Speckrut. Neem den Speckrut, snied in Stücken oder Scheiben und hol warm. Bohnen und Bohnenkrut rin. Bohnenkrut, Salt und Pfeffer in Sötdown und bei mittlere Hitten wieder kochen. Dazu kannst wegloten, wenn der Speck albanig sulten ist. Beeren rin. 5 Minuten later die hellen Beeren mit Rindown und eins noch und bei 10 Minuten bei mittlere Hitten wieder kochen. Kartoffeln als Beilage. In der Zwischenzeit Kartoffeln in Wasser mit wat Salt kochen. Das ist der Beilage.
kannst auch Pellkartoffeln machen. Kartoffeln mit de Pellen kochen und lode abpellen. Und dennoch de Schü, de Bohnen, de Beeren, den Speck und de Kartoffeln Teller down, wie das de Seut wie hoge Hitten runterkocht und denn as Schü über alles drüppelt ward. Lot die dat lecker schmecken. Tschüss. Wees bedankt für drin kicken. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Leben.